Herzlich willkommen zur zweiten Folge hier beim 1080 hier auf Retrocast sinnlose Let's Plays, und zwar direkt am Nintendo 64 gespielt und darum auch in nicht so wirklich guter Qualität und normal hätten wir gemacht. Jetzt müssten wir uns dem Schwer noch widmen und ja, ich glaube wir nehmen den Fahrer vom letzten Mal, der hat mir eigentlich nicht so schlecht Pass gehabt und oder mit dem haben wir es relativ gut verwünscht gehabt. Darum hoffe ich, dass da im Normalen das Ganze auch irgendwie halbwegs so gut wird ab der Hand gehen, dass wir nicht allzu fest blamieren. Viele haben es ja gesehen, in der ersten Folge habe ich im Comic geschrieben, ich bin gerade schlecht in dem Spiel. Wenn ich vielleicht auch noch sagen, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, das Spiel ist nicht so gut gealtert. Es ist wirklich nicht so gut gealtert, wenn man es mit der heutigen Konkurrenz vergleicht. Wenn man es aber mit der dazumaligen Konkurrenz vergleicht, also PlayStation 1 Zeit, Nintendo 64, muss man wirklich sagen, ist 1080 eines der besten Snowboard-Spiele gewesen, was es gegeben hat, wenn nicht überhaupt das Beste. Würde ich sogar so sagen. Und ihr seht, ich habe Tricks immer noch ein bisschen geübt, ich habe mir noch nachgeschaut, wie man Tricks macht, und ich glaube, so der ein oder andere Trick werde ich auch probieren einzustreuen zwischen ihnen, aber mehrheitlich werde ich den Chancen trotzdem aus dem Weg gehen, weil Tricks machen bei dem Spiel ist wirklich nicht so einfach, also eher ein bisschen schwer. Und ja, ich habe gesagt, wenn ich würde sagen, es ist nicht so einfach, es ist relativ schwer und ich bin wirklich nicht so gut bei dem Spiel, also da muss auch nicht drauf anlegen, dass man eher verlieren. So, das erste Rennen wäre mal ab der Hand gegangen, da waren es noch 4. Und eben, wenn man das Spiel natürlich vergleicht mit der Konkurrenz, die nachher gekommen ist, oder der Nachfolger von dem Spiel, der war ja auf dem Gamecube gewesen, ist auch 1080 jetzt geheißen, hat dann nochmal irgendwie einen Namen, Revenge, keine Ahnung, ich will jetzt noch keinen Seich erzählen. Und da ist halt wirklich PlayStation 2 mit SSX und Xbox mit dem Amped, glaube ich, jetzt geheißen, diese Reihe, auf den Markt gekommen und ja, 1080 auf dem Gamecube, abgesehen von dem das grafisch besser ausgesehen hat, hat es nicht wirklich, weiss ich, wie viele Verbesserungen gebracht, und darum ist die Serie eigentlich auch nach dem zweiten Teil eigentlich eingefahren, weil die Konkurrenz ist einfach stark gewesen. Weil ja, vielleicht ein bisschen schade ist für gewisse Leute, die gross geworden sind mit dem Spiel, aber ich habe mit dem Snowboard-Spiel in dieser Zeit nicht so viel anfangen. Ich glaube, das einzige Snowboard-Spiel, das ich wirklich viel oder eher regelmäßig gespielt habe, auf dem 64er Snowboard Kids gewesen. Und da kann man jetzt nicht wirklich nur als Snowboard-Spiel bezeichnen, ist auch eher ein bisschen Fun Racer. Aber die Konkurrenz, die ist wirklich massiv gewesen und gross. Und ja, mit der SSX-Reihe ist im Moment etwas gleich. Das letzte SSX, das ich gespielt habe, ist das SSX, ich glaube, auf der PS3 gewesen, wo der Swingsuit reingekommen ist. Ich habe es ein cooles Spiel gefunden, ich habe es ein geiles Spiel gefunden, aber ja, vielleicht ist es halt wirklich, weil ich halt ein bisschen ein SSX-Fan bin, habe ich halt vielleicht ein bisschen die rosa Brille angehabt. Und vielleicht hat es einen Haufen andere gute Konkurrenz rum, aber ich halte den Fokus nicht so auf das Snowboard-Spiel. Wahrscheinlich gibt es einen Haufen verschiedene mittlerweile und wahrscheinlich einen Haufen, die eben besser sind wie der Step. Ich glaube, Step war mal noch eins, das ich angeschaut habe, das ich gekauft habe, das ich ausprobiert habe. Ich muss auch zu der M3 sagen, ich habe die M3 auch nie gespielt. Also da wäre durchaus mal noch ein Let's Play wert, theoretisch, weil ein Xbox Let's Play habe ich eigentlich auch noch nicht auf meinem Kanal, und ich würde sagen, die erste Xbox, die ist mittlerweile durchaus retro. Und dann wären wir schon beim dritten Rennen da. Also dann müssen wir ein bisschen weniger labern und uns ein bisschen mehr aufs Fahren konzentrieren. Probieren.
Was ich auch denke, wenn ich dieses Jahr wieder mache, ist ein Jahresrückblick. Das habe ich für letztes Jahr schon gemacht, ist klickmäßig zwar nicht so gut angekommen, aber ich bin auch da nicht ein Quoten- und klickgeiler Typ, sondern ich mache das Ganze als Hobby und nicht wegen Geld. Ich mache gar kein Geld mit dem Kanal, das Ganze ist, wie vorher schon angesprochen, eben ein Hobby. Und mir jetzt da einfach mal, oder mir nimmt es einfach mal Wunder, wie weit ich da komme in den nächsten paar Jahren. Darum werde ich auch probieren, das Ganze nächstes Jahr ähnlich weiter zu verfolgen, wie jetzt in den letzten 2 Jahren. Auch wenn ein Video pro Woche nicht nur ein Ruf ist, da weiss ich natürlich, aber viel mehr liegt halt leider Gottes nicht rein bei mir. Oh, der Gegner ist ziemlich nah. Nicht so gut. Aber das dritte Rennen haben wir da können ins Trockene bringen. Und da waren es noch 2. Kensuke Kimachi versus Rob Haywood. Ready? Go! Wieso bin ich jetzt da verstehen geblieben? Versteht das noch niemand. Außer dann schon vom Spiel selber. Der Sturz war ziemlich unnötig gewesen. Da ist auch ziemlich unnötig gewesen. Jetzt hat der Gegner nur einen Vorsprung. Ja, das sieht aus, als ob da auch nochmal einen Versuch bräuchte. Seid wir hätten da am letzten Strick einen holen. Der Sturz, der hat uns Knick gebrochen wahrscheinlich. Ja. Ah, das tut weh, das tut weh. So knapp. Aber dann müssen wir es halt nochmal probieren. Gut. Es wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn sie irgendwie halbwegs reibungslos durchgelaufen wäre, wenn ich schon sage, ich bin nicht so gut mit dem Spiel. Also wäre es wirklich mehr als eine Überraschung gewesen. Gut, den letzten Fehlversuch habe ich jetzt rausgeschnitten, damit der ganze Volk da nicht zu langweilig wird und wir 3 oder 4 Mal die gleiche Strecke anschauen müssen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir da im 3. Anlauf das Ganze besser machen. Ja, also ein Sturz da schon mal, das ist nicht so gut. Von wegen besser machen. Da sind wir auch gestürzt, zweiter Sturz. Der Gegner ist schon wieder ziemlich näher. Und der Stillstand da, der ist nicht gut gewesen.
der Sturz ist auch nicht so schön und er hätte schon wieder da. Jetzt kein Seichen mehr machen bis ins Ziel. Jetzt hätte er mal eine Chance haben. Ja, da ist eben genau ein Seich. Schnell fliegen. Und wieso? Ah, da gut, jetzt eine Kante gehabt, die ich nicht gesehen habe. Und jetzt von ein schönes Ziel runterkommen, bitte. Ah, knappe Sache geworden da noch. Aber jetzt rennen wir mal zum letzten Rennen. Bin gespannt, was für eine Strecke das da wartet. Kensuke Kimachi Dragon versus Cave. Kensuke Kimachi. Ready? Go! Also wir müssen fahren, quasi jetzt gegen uns selber fahren. Und die Strecke kenne ich gar nicht, ich bin noch nie gefahren. Jetzt sind wir da schon mal ins Licht rausgejuckt. Im Moment wären wir nach vorne. Links oder rechts, keine Ahnung. Das kann nicht der schnellste Weg sein da durch. Würde ich mal annehmen. Wow. Die Strecke da entzieht sich. Ja, und Sturz, nicht gut. Nein, nein, die ist wieder geholt. Nein, wir haben einen Sturz. Da, vom Ziel da. Da hat er einen schönen Weg genommen. Aber er ist auf die Schnurrigkeit! Ja! Danke vielmals! Danke vielmals! Das Spiel hat uns gerettet. Jetzt muss das Ganze da nicht nochmal fahren. Ah! Und ich denke, jetzt darf ich die Strecke auch nochmal fahren. Ah, vielen Dank, Spiel. Also, ich weiss noch nicht, ob wir da schwer den noch machen. Muss man es noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich bin da eigentlich schon relativ hart am Leben gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Aber lasst euch überraschen, ob es noch dritte und vielleicht auch mal eine vierte Folge gibt. Bin mir noch nicht so sicher. Vielen Dank, sind ihr dabei gewesen und man hört sich. Good job.